Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ja. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal schon geschneit hat oder nicht, aber offensichtlich schneit es jetzt. Die Horde macht sich wieder auf den Rückweg, wie wir sehen. Ein bisschen Geduld muss ich noch haben. Ich glaube aber, ich weiß schon, wie ich vorgehe, wenn das jetzt wieder nichts wird. Problem ist nämlich auch schlicht und ergreifend, dass ich zu wenig Bastelmaterial habe. Das ist einfach so. Ich bräuchte mehr Zeug zum Bauer. Dann könnte ich hier auch wesentlich mehr Schaden robben. Beim ersten Mal habe ich die Horde fast dezimiert. So. Okay, wir probieren es noch einmal. Wir probieren es schlicht und ergreifend noch einmal. Aber nicht hier, da stehe ich zu sehr auf dem Präsentierteller. Auf der Seite, falls sie nämlich da runterrutschen wieder. Und wir holen sie wieder her. Eine Attraktorbombe haben wir noch. Ja, da kommen sie nämlich wieder arg Schisser. Wie die Altfassnacht. Und die fette Mollys hinterher. Oh Mann, das sind so viele zu viele. Ja, da kommen nämlich wieder einzelne rausgestolpert. Ah, die fallen wie die Stäbe, Gott sei Dank. Die haben mich nicht erwischt. Weitere Attraktoren in die Richtung jagen. Und weitere Granate und Scheiß. Und als weiter. Attraktor. Oh, Scheiße, noch mehr. Nochmal eine Splittergranate. Was Geschmäckle. Und dann kommen die kleinen Mollys. So. Okay, jetzt haben sie mich wieder. Alles klar. Das ist alles, was ihr habt? Gut, jetzt haben sie dafür aber ordentlich eingebüßt. So, ich muss gucken, dass ich sie da hier wieder krieg. Und badabum. Weiter. Ah, da liegt auch noch Scheißdreck rum. Okay. Ah, da steht... Oh, oh, Brecher. Oder? Nee, es ist nur ein Schwärmer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade rumrenne, aber es ist nicht gut gewesen. Mhm. Okay. So, weiter geht's. Ich sollte meine Munition, dass man nicht so arg hart verschwende. Ich mache mich hier wieder auf den Weg. Rutsch durch. Nutzt das hier wieder. Die Fernlenkbombe. Renn. Und... wo sind sie dann? Ah, da kommen sie doch. Achtung. Trick 17. Okay. Nochmal so ein Ding. Und sie wieder hier hinkommen. Wumms. Wieder hier hin. Und Kadababum. Tja, wir können auch Mollys herstellen. Ja. Wir machen das jetzt halt noch mit Molotovs. Hoppala. Ja, da kommen auch wieder welche. Aber die sind machbar. Oh, die sind weniger machbar. Ja, das führt uns wieder zum Wasser. Okay. Renn, renn, renn. Alter, jetzt haben sie mich gleich wieder. Boah, einfach mal 133 Schwärmeröhrle gesammelt. Zu machen.
Jungs, alle. Oh ja, lauf. Okay. Das war gar nicht mal so scheiße, die Idee. Das war ein guter Engpass, den ich genutzt habe. Okay, die schwärmen wieder aus in alle Richtungen erstmal. Ich brauche die zentriert. Moment. Okay, das war wieder ein bisschen die Arena genutzt. Okay. Da kommt wieder was angegammelt. Das wird so nix. Aber es sind nämlich so viele übrig. Jetzt sind wir ein Sprint, die Engpässe. Oder hier wieder hoch. Hier runter. Das ist ein guter Engpass. Da lädt die Fernlenkbombe. Und jetzt, wenn sie da wieder sind, bumm. Und Reichschroter. Nee, das ist nicht gut. Die verkehlen sich wieder. Okay. Ich brauche mehr Engpässe. Okay, hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, es sind nämlich viele. Wir nutzen das, was ich hier hochwaschle will. Halten wir einfach mal drauf. Ja, ja, ja. Hoppala. Nein. Boah, Alter. Wir hängen's. Leck mich am Arsch. Du hast noch ein Einzelner. Oh, ein Sprinter. Scheiße. Okay. Da ist das Arschloch. Wow. Wow. Fuck. Heil dich. Okay. Wo ist denn das Arschloch? Da ist es. Alter, der hat schon einen Arm verloren. Okay, noch ein Sprinterohr kriegt. Alter. Dann sammeln wir mal ein, was es noch an Beute zu holen gibt hier. War das die Horde? Wenn ja, dann wird sie uns halt nicht angezeigt, dass ich die alte Sägemühle-Horde niedergemacht habe. Naja, wir holen uns jetzt nur mal die Ohren, die man hier holen kann jeweils. Dann sehen wir jetzt zum Schluss, wie viel Ohren wir gefarmt haben, wie viel Freaker wir insgesamt eliminiert haben. Da ist noch Bastelzeug. Ah, das wäre Zeug, womit ich jetzt nochmal hätte versperren können. Ich glaube, so viel Loot haben wir hier nicht zu erwarten, ne? Ne, das ist ja auch noch wieder Scheiß. Ich will immer aufs MG nochmal gehen, weil das halt die beste Waffe für die Horde ist. Und da hätte ich nochmal zumachen können, ja. Weil der Argument hat, hier kann man dicht machen. Die meisten tote Freaker liegen halt hier, die ich jetzt da auch nochmal eliminieren konnte. Aber wir gucken uns jetzt nochmal auf dem ganzen Gelände einfach um. Holen nochmal die ganze Ohren, die es hier abzustauben gibt. Da drüben sind noch welche markiert. So, jetzt können wir uns ja eigentlich auch mehr oder weniger in Ruhe hier umgucken. Ich habe hier hin und wieder einfach mal ein paar umgemäht. Ja. Auch nochmal diverse Schwärmerohren. Allmählich wird es auch Nacht. Mal kurz gucken. Ja, das ist dann da vorne am Eingang. Okay. Klar, aber ich gucke mich jetzt erstmal auf dem Gelände in Ruhe um. Wenn uns das Glück mal vergönnt ist. Vielleicht gibt es hier ja auch einzelne Freaker, die einfach noch hier rumstehen, ne?
Weil die Horde wird uns dann als eliminiert angezeigt. Hier ist nicht zufällig irgendwie altes Sägewerk, Horde zu 100% oder ach nur zu 50% oder was. Ja, das ist eine riesige Arena, wo kaum bis keine Sprengstoffe rumliegen, wo man mehr oder weniger alles aus eigener Kraft stemmen muss. Ja, es ist schon heavy. Es ist ja wie gesagt, das ist ja nicht umsonst die größte und anspruchsvollste Horde im Spiel. Wobei ich irgendwie glaube, dass das noch nicht alles war. Ich glaube, das war jetzt einfach nur für die Mission, ne? Ich denke tatsächlich, das war noch bei weitem noch nicht alles. Aber okay. Wir können uns jetzt dem Ganzen nochmal widmen. Ich glaube, wir haben die ganze Freaker-Ohre uns geholt. Wir können zufällig irgendwie gucken, ob wir da jetzt alle haben. Trophäen? Ne, das sind einfach nur die... Ja, da wenn ich die Playstation-Trophäe. Inventar, Vorräte, Materialien, Herstellung, Ausstattung. Okay, das ist einfach nur das, was man so dabei hin. Vorräte, das sind die Sachen, die ich basteln kann. Materialien sind die, wo ich die Sache herbasteln kann. Nee. Und das sind einfach nur meine Rezepte. Okay. Es fehlen noch ein paar Sachen, die unentdeckt sind bisher. 84% habe ich aber schon. Okay, dann holen wir uns da mal die Beute, ne? Ich dachte, wir können hier noch ein paar Sachen finden, die ich zum Bauer gebrauchen kann. Nee. Na gut. Dann gehen wir doch mal hier und aktivieren die Filmsequenz. Wobei ich, wie gesagt, glaube, dass das bei weitem noch nicht alles war. Dass das jetzt einfach nur für die Story-Mission eine Horde war. Und nicht die eigentliche Sägewerkshorde. Ach du Scheiße, Deke. Ich hab wohl das Beste verpasst. Ja. Ja. Nächstes Mal fahr ich. Und du kriegst die Freaker. Ja, Bruder. Okay. Jetzt einfach darüber. Gut, alles klar. Okay, das war's. Fahr zurück zum Camp. Wir treffen uns dort. Okay. Und, Bushman. Fahr vorsichtig. Was glaubst du denn? Dass ich mich in die Luft jage? Gut, dann wird die Mission dann auch erst einmal, ne? Erledigt. 100%. Ich heb dir was auf. Ja, leider bei Iron Mike. Ich könnte es bei Copeland viel besser gebrauchen. Renn gegen die Zeit zu 67%, 28% Hordenkiller. Du schaffst das nicht allein. Story-Mission. Fahre zur Position. Ja, das ist dann wohl bei Lost Lake. Level Up gibt es auch noch. Oh, ich habe insgesamt 4 Fertigkeitspunkte noch zu vergeben. Krass. Was können wir dann da noch wählen, was wir noch nicht haben? Ja, doppelt so viele Pflanzen könnte man absammeln. Ja, Gesundheitscocktails. Ich Spaß einfach, dass wir es komplett haben. Holen wir das. Und holen das. Der Alchemist. Da ist nämlich hier der ganze Weg vom Überleben an sich beendet. Ne? Ich habe hier sonst alles geskillt, was zu skillen geht. Bei der Fernkampfwaffe bleibt noch übrig, erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen und verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Konzentrationscocktails. Das nutze ich nur nie. Hier, okay, mit dem Stein kann ich dann auch fette Freaker und Gegner betäuben. Stiefelmesser-Kombos, Ausdauer-Cocktails wieder. Machen wir zuerst jetzt einfach mal hier die Sache. Armbrustbolze, Schade erheblich erhöhe und voll konzentriert mit der Konzentrationscocktails. Dann habe ich ja an sich hier... nee, bis auf das nicht. Keine Konzentration, wenn du eine Fernkampfwaffe nachlädst. Ja, das wäre natürlich praktischer gewesen. Das habe ich jetzt zu spät gesehen.
Okay, es ist aber auf jeden Fall nicht mehr so viel übrig, was wir noch Hey lernen Dick, können. hörst du mich? Hey, Ricky. Was gibt's? Ich muss noch ein bisschen am Laster rumschrauben. Ich sag Bescheid, wenn er fertig ist. Danke. Bereit, wenn du es bist. Willst So. du das echt machen, Dick? Sie kommen, Ricky. Es sei denn, wir schlagen zuerst zu. Du hast recht. Okay, Ricky, Ende. Trommeln aus der Tiefe. Sie kommen. Wir holen uns hier natürlich nochmal alles ab. Ich wusste noch, dass in dem Tunnel guter Scheiß noch auf uns wart. Das holen wir uns selbstverständlich alles noch. Und den ganzen Schrott dort, dann können wir super gebrauchen. Unseren eigenen Scheiß wieder draus zu basteln. Ja, hol da die fette Kanne, die brauchen wir. Gute 3xer Keramikkrug, den brauchen wir. Und jawohl. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen können. So einen normalen Molotow machen wir. Und von der Fette machen wir auch so viel, wie es geht. Leider nur 2. Rohrbombe. Ja, jetzt haben wir leider keine kleine Rohre gefunden. Aber das war doch schon mal was, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich würde aber sagen, wir machen die Schnellreise nach Lost Lake einfach. Rüsten uns da wieder auf, weil in Lost Lake haben wir so viel Vertrauen und so viel Geld. Wüsste ich gar nicht, was man da sonst noch ausgeben kann. Oder sollte, ne? Der Ugly Thorson. Oh, Moment. Irgendwas will da zu uns. Aber das lassen wir jetzt mal sein. Schnell. Und dann die Schnellreise zu Lost Lake Camp. Ich will nämlich erstmal wieder mal Munition auffrischen. Ich mag möglicherweise auch nochmal im Haus vorbeigucken, wo Deke und Boozer untergebracht sind. Und ich glaube, da gibt es nämlich auch dann nochmal die Sache, dass ich nicht nur die Munition auffüllen kann, sondern dass ich auch dort noch Bastelmaterial voll auffüllen kann. Da kann ich nämlich meinen Kruscht wieder nachbauen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also zumindest war das in dem alten Außenposten mit dem Turm, wo sie ursprünglich gelebt haben, so, dass dort die Bastelmaterialien sich aufgefüllt haben. Wie das klingt, Alter. Wer so ein Postapokalypse, voll der Biker-Typ, voll die abgefuckte Sau, die irgendwie 500 Freaker solo auf die Schippe nimmt und dann Bastelmaterialien. Irgendwie klingt es ein bisschen falsch in dem Kontext. Aber ich glaube, wir kriegen dann die Baumaterialien, glaube ich, auch noch gestellt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber umsonst die Munition nochmal voll auffüllen, ist, glaube ich, auch nicht gerade das Verkehrteste, was man so machen kann. Ich hoffe nur jetzt, dass durch die Schnellreise eine gleiche Sequenz startet. Wir sind aber in der Position. Wir könnten Pech haben. Weil dann bin ich ohne MG-Muni. Schön, dass du noch lebst. Ja. Noch lebe ich. Da ist es ZZ. Und zwar nicht in Form von in der Bedeutung von ziemlich zügig, sondern Schlafplatz. Dann stellen wir doch unser Bike hier ab auf der Terrasse, beziehungsweise auf der Veranda, und holen uns mal unseren Krempel, wenn es dann hier so Krusteltruhe gibt. Wo ich doch sehr drauf hoffe, dass es die gibt. Nee, anscheinend leider nicht. Verflixter Mist. Ich war der festen Überzeugung, hier gibt es so Munitionskiste. Scheiße. Da müsste ich vielleicht zum alten Außenposten, wo Deke und Boozer vorher gewohnt haben. Aber ist okay. Dann motzen wir, nicht motzen, sondern rüsten unser Bike nochmal auf. Mit Reparatur und mit Benzin. 500 Schwärmerohre. Das könnte dann wirklich die tatsächliche Horde gewesen sein. Ich verkaufe sie jetzt aber nicht, um ehrlich zu sein. Das möchte ich jetzt nicht. Servus. Hey, Bas. Willst du sehen, was ich hab? Wir tanken, wir reparieren. Alles cool. Dann gehen wir mit dem Bike zum Waffehändler, wenn wir jetzt halt so eine Dra kommen. Nächste. Servus. Und holen uns hier bei der freundliche Frau Ich freue mich. noch die Vorräte. MG-Munition, Präzisionsmunition. Ja, wir holen uns auch nochmal die Schalldämpfer, die können nie Das ist doch schaden. schon besser. Das
sollte gehen. Und dann holen wir uns auf jeden Fall noch die Splittergranate. Ja, gut. Ja, Und wenn wir schon dabei sind, holen wir uns auch gleich die Gute Medikits. sehr gut. Okay. Yep. Dann ist das volle Kanne wieder aufgeladen. Perfekt. Wir bringen den... Ne, wir bringen die noch Bedarf nur noch an, die Schalldämpfer. Hey, Deke. Okay, dann widmen wir uns jetzt nochmal der andere Quest hier. Aber ich finde es gut, dass ich vor Lost Lake noch dazu, oder dass ich dazu gekommen bin, in Lost Lake nochmal aufzurüsten. Weil das wird jetzt bestimmt gleich wieder heiß weitergehen. Na? Okay, vielleicht habe ich das jetzt auch geschrottet, damit. Hä. Seltsam. Merkwürdig. Vielleicht braucht er auch nochmal irgendwie auch ein Gespräch oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir probieren mal unser neues grüne Daumen-Skill. Gucken mal, wie viel wir hier jetzt uns ergaunern können. Ja, jetzt sind es dann halt 2 Beerentraube, die ich da abernten kann. Ja, wie gesagt, wir fahren noch einfach mal so ein bisschen rum. Manchmal braucht es ja immer ein bisschen mit deinen Quests. Nochmal. Oh. Klingt aber nicht so gesund. Wir wählen nämlich die Mission auf jeden Fall aus. Greife Wizard Island an. Leckt mich am Arsch. Renn gegen die Zeit. Dann ist wohl unser Bomber fertig. Fahre zur Position, ja. Hoffen wir mal, dass die dann aktiv wird, die Quest. Nee. Da tut sich jetzt gerade nichts. Steht zwar auf der Position, aber sehr merkwürdig. Was wir dann mal machen? Wir fahren mal nicht zum Horse Lake, sondern wir fahren mal zum O'Leary Mountain und holen uns da einfach die Sache nochmal, die wir gebrauchen können. Wir sind ja eh kurz vor Episodeende. Dann könnte es ja sein, dass wir da vielleicht jetzt nochmal über Funk irgendwas Bescheid kriegen, dass die Quest sich aktiviert. Keine Ahnung, was da jetzt gerade wieder schiefgelaufen ist. Oder was ich mal wieder verdummbeitelt habe. Das kann natürlich auch sehr gut sein, dass ich mal wieder Scheiße gebaut habe und einfach nicht gerafft habe, was abgeht. Aber wir können bei der Gelegenheit wirklich mal hier im O'Leary Mountain verstecken, mal reingucken. Und können uns unseren Krempel hier zum Materialie, zum Gegenstandbauer, können wir uns mal hier holen. Und können wir mal gucken, was hier so rumliegt. Ja, da liegt immer Krempel rum. Sehr nützliche Krempel sogar. Ja, Kerosin kannst du immer gebrauchen. Habe ich generell so einen chronischen Mangel an Kerosin immer. Benzin können wir auch direkt nochmal hier noch tanken. So. Es hat auch gar nicht so viel Sprit verschwendet, wie ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Aber ich habe hier mittlerweile auch einen ziemlich fette Tank eingebaut. Also, das läuft schon. Da können wir uns auch wieder Zeug holen und abzerren. Ja, Bierflasch halt. Wenn es auch nur Bierflasch ist. Aber Hauptsache, wir holen uns hier nochmal unser Materialzeugs wieder zurück. Ja, Schrott, Schießpulver, geiler Scheiß. Das kann man immer gut gebrauchen. Und dann gehen wir einfach mal wieder hoch. Weil da können wir unsere Munition auf jeden Fall aufpushen. Ich war jetzt nur nicht sicher, ne? Ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Und ob es da die Baukomponente gibt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es hier dann... Oh, die Kiste kann er nicht aufmachen. Wahrscheinlich wirklich nur für Munition. Okay, verstehe. Ja gut, tja. Da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt gleich meinen Cut. Ich fahre mit dem Bike jetzt noch zu einer nahegelegenen
Schnellreisestation bei Lost Lake. Dann schauen wir, dass wir es irgendwie so hinkriegen, dass ich dann noch mit dem Bike hier fahre. Und zwar kann ich... Tja, was liegt dann nur bei Lost Lake? Wo wirklich hier der... das Hinterhalt-Camp. Jo, dann muss es halt so sein. Sorry. Vielleicht ergibt sich ja was, wenn ich jetzt eine längere Bikefahrt nochmal mache. Dass ich arg funkt wäre. Keine Ahnung, warum die Quest nicht startet. Wahrscheinlich habe ich selber versaut, indem ich nicht selber hingefahren bin von der Sägemühle. Sondern indem ich dann gedacht habe, es wäre cool, die Schnellreise zu machen. Vermutlich ist es mal wieder meine Schuld, weil ich wieder irgendeinen Scheißdreck gemacht habe. Aber wir sehen dann mal, was da dabei rumkommt. Sehr gut. Tanken kann ich direkt auch. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und hoffen, dass wir die Quest gestartet kriegen, ne? Also machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder, ne? Komm, einfach mal in die richtige Richtung. Jo. Ayan. Yankee.